Ich bin ja inzwischen wirklich der Meinung, dass der amerikanische Sekretdienst da, dieser NAS, echt übertreibt. Gell? Da stimmt ja nichts mehr. Gerade in der letzten Zeit, da merkst immer mehr, überall sind die präsent. Gell? Jeden Tag in unserem Leben. Das fällt richtig auf. Das ist doch ein Wahnsinn, echt. Ich hab ja zum Beispiel schon ein paar Mal erlebt, dass ich über irgendwas nachdenke und dann ist mir aufgefallen, dass ich das Gleiche schon vor einer Woche gedacht hab. Ja, das ist doch kein Zufall, sowas, oder? Das ist doch hundertprozentig gesteuert von dem amerikanischen Geheimdienst da. Das kann doch nicht sein, dass ich mehrere Male die gleichen Gedanken habe. Das ist doch nicht normal, sowas. Die manipulieren doch unsere Gedanken. Anders kann ich mir das überhaupt nicht mehr erklären. Weil kein Mensch denkt freiwillig immer wieder an das Gleiche. Das ist doch idiotisch. Also, sowas macht doch keiner. Also, wirklich ein Wahnsinn da. Ich bin überzeugt, die helfen da noch. Und was mir auch noch aufgefallen ist, dass die NAS sogar Entscheidungen beeinflussen. Und zwar teilweise so bescheuert, wie das kein normaler Mensch entscheiden würde. Da steckt doch wer dahinter. Das kann man sich doch sonst nicht mehr erklären. Diese NAS, die sind ja nicht im Internet, die sind ja inzwischen sogar in meinem Kopf drin. Nur als Beispiel. Ich habe mir zum Beispiel letztes Jahr mal eine Kiste Rotwein im Internet bestellt. Das musst du dir mal vorstellen. Und von den 12 Flaschen, die ich gekriegt habe, da haben 3 gekorkelt. Damals ist mir zum ersten Mal bewusst worden, dass hier was nicht stimmt und dass es irgendwie eine höhere Institution gibt, die meine Gedanken beeinflusst. Weil sowas ist nicht normal, wirklich nicht. Denn kein Mensch ist so blöd, dass er einen Wein bestellt, von dem 25% korkeln. Sowas macht doch keiner bewusst. Zumindest kein Normaler. Ich meine, das stimmt doch nichts mehr. Das ist doch wirklich verrückt, also wirklich tut das. Ich bin überzeugt, das war dieser Geheimdienst von den Amis. Oder der EKG oder der ADAC oder C&A, oder wie die alle heißen, ich weiß ja gar nicht, also, ich weiß ja schon gar nicht mehr, wer die überwacht hat. Aber auf jeden Fall irgendeiner von denen, der was. Da bin ich mir sicher. Ein anderes Mal auch wieder sowas. Das war sehr eigenartig, du. Da haben wir im Internet Schuhe bestellt, du, dann waren die am nächsten Tag schon da. Ha, stell dir mal sowas vor. Wahrscheinlich haben die schon vorher gewusst, dass ich Schuhe kaufen will. Vielleicht haben die diese Schuhe sogar weggeschickt, bevor ich gewusst habe, dass ich die Schuhe bestelle. Das ist ja unglaublich, ehrlich. Allerdings haben die nicht gepasst. Ja, die waren ja viel zu groß, diese Latschen da. Also meine Schuhgröße, die haben sie anscheinend noch nicht gewusst. Aber sonst wissen sie alles, gell. Aber ich habe dann gewusst, dass da überirdische Kräfte am Werk sind. Oder irgendein Geheimdienst. Denn warum sollte ich mir freiwillig Schuhe bestellen, die nicht passen? Bin ich bescheuert oder was? Ich glaube fast, dass sich der NAS schon richtig breit macht in meinem Hirn. Die wissen, was ich denke und die nutzen das gnadenlos aus. Wenn ich wieder mal unkonzentriert bin oder über irgendwas ein bisschen länger nachdenke. Dann schlagen die zu, zack, und nisten sich bei mir im Hirn ein. Ich glaube, ich kriege am Vogel schon langsam. Dann denke ich genauso wie die. Das ist ja das Komische. Kannst du dir das vorstellen? Aber wie man ja weiß, werden ja unsere Politiker genauso abgehört und manipuliert. Nicht nur wir. Und das beruhigt mich natürlich ungemein, das muss ich echt sagen. Da brauchst du ja nicht mehr wundern, dass die teilweise so ein wirres Zeug verzapfen. Wahrscheinlich saufen die inzwischen nur noch Weine, die korkeln, und haben alle Schuhe, die ihnen viel zu groß sind. Da wird's Zeit, dass man diese Kasperlköpfe endlich aus die Schädel rauskriegt. Sonst wären wir ja sowieso noch alle ganz blöd im Kopf.